Herr Präsident, ein Volk hat sich ausgeschwert, immerhin. Denn Herr Juncker schwätzt nur von einem irrelevanten Zirkus. Ich meine, dass ihn du ganz klar gesagt, der Grof, den entstanden ist, an Europa, zwischen der öffentlichen Meinung von einem Kommissionspräsident und von anderen Leuten, die sich an der Referendum versichten anzumischen, was an dem sie froh denaturiert und an einer froh draus gemäht haben. Da gibt es einen großen Grof. Und ich meine, die Referendum, egal was heute davon gesagt wird, die Referendum hat Maßstab gesagt. Ich meine noch, dass die Referendum heute wird nicht immer an die Geschichte von Griechenland gehen, mehr wäre doch egal, wie es weitergeht, an die Geschichte von der Europäischen Union gehen. Es war nämlich eine Majorität Begehren von einem Volk, und zwar durch alle Schichten von der Bevölkerung, besonders stark vertreten bei den Jungen, gegen die Neoliberalpolitik, die an Europa gemäht wird, an die Hai von der CSV, von ADR, von der DP, an ich fährten auch von der LSAP zum Teil wenigstens, trotz aller Präkautionen, die den Herr Bodriger geholt hat, es kennt nämlich ob Konkretpolitik und die dabei herauskommt, matt vertrödet. Ich meine noch, dass den Referendum an ganz viele Länder, bei ganz vielen Leuten mit viel Sympathie abgeholt wird, und dass auch die Referendum langfristig Auswirkungen wird haben. Ich meine, dass wenn es zum Bruch von der Verhandlungen kommt, welche verschiedene Leute sich wünschen, wenn es zu einem Brexit kommt, da wird Vertrauen an die europäische Politik und an die Europäische Union massiv sein. Ich schwätze nicht einmal von Auswirkungen, was Finanzen angeht. Es wird dann nur auf Tapet kommen, wie die Europäische Union funktioniert, wie die Eurogruppe zum Beispiel funktioniert. Haut an der französischen Presse, ein Teil von der französischen Presse, kann nur lesen, wie die Verhandlungen gelaufen sind, aus der Sicht von einem Beobachter von der griechischen Delegation. Was für ein Druck da ausgeübt wird. Was für eine kafkaeske Situation du bestanden wird an dem Eurogruppe, die komplett untransparent ist, die nur draußen gut nicht klar mischt, und wer das geht, und wie wer sieht. Und immer dieselbe Storytellingen, und dieselbe Syriza-Bashing nur draußen mischt, den ich leider auch muss hören, auf vielen Interventionen, ich muss sagen, leider auch an der von Premierminister, ich hatte mal gehofft, nur verschiedene Radios aus, wo gemäht wird, dass sie mehr objektiv geben die Sache erruhen. Das wird, wenn ein Referendum gibt, an andere Länder gemäht gehen. Ich bin der Meinung, es müsste ein Referendum an all Land gemäht gehen über die Austeritätspolitik von der Europäischen Union. Das wäre etwas, was absolut notwendig wäre. Und da sind ich überzeugt, wie so ein Referendum ausgehen. Trotz Menge Pessimismus, den sich für allem genährt wird, aus der Diskussion, wie sie bis so verlaufen, was wie sie auch letzten Mittwoch verlaufen, was auch erst hinaus, so muss ich so vom Premierminister, wo ich mir aber erwartet hätte, gibt mehr objektiv und Situation, die sich stellt. Rugoen will ich einen Appell an die letzte Regierung machen, den Referendum seriös zu holen, das Resultat von dem Referendum seriös zu holen. Der hat das nicht mit zu tun, allein mit einer Regierung, die euch nicht gefällt, die wieder so linksradikal ist, mit der hat das zu tun, mit einem Volk, das sich aber an einer ganz großen Majorität an eine gewisse Richtung ausgeschwert wird. Und ich meine, es kann nicht so sein, dass ihr da seht, das spielt gar keine Rolle mehr, als Regeln, und wir führen weiter so, wie wenn eigentlich geschieht wird. Von den verschiedenen Leuten in Europa heiert, besonders Konservative, auch Liberaler, auch Leute, die aus Deutschland kommen, besonders den Doggers ganz groß. Da kann ich nicht mehr pessimistisch sein, wie das dauernd ausgeht. Ich meine, dass Griechenland, worüber es auch kennt, und ich das mal wirklich nicht für Polemik zu machen. Das, ja. Ja.
Ich muss sagen, was ich bis lo heier, die Damen und die Herren, das Polemik von Hanne bis 4. Und ich verstehe auch, dass der SAP so abscheidet, weil sie erst teilweise Matto dran an der Situation. Ich meine, worüber der Griechenland du kennt, das neben den notwendigen Strukturreformen muss ihn auch froh von der Schuldfähigkeit von Griechenland an den Mittelpunkt stellen. Da kennt den Ursprung von der Schuld, das am Anfang ein Schuld gewesen von den Banken. Ich habe das letzte Jahr schon erklärt, ich will nicht weiter darüber angehen. Und ich meine, die Rezepte, die angewandt sind, und das geht auch von ganz vielen Ökonomisten, kritisiert auch von ganz bekannten Ökonomisten, den Madame Loschet auch schon zitiert hat, die Rezepte haben nicht funktioniert. Die Suen, die kommen, sie sind zurückgeflossen an die Schuld zu einem größten Teil. Sie sind bezahlt, gibt man einen drastischen Austeritätsprogramm. Da muss ich so sagen, wie das wir nicht für nichts, dass leider Griechenland haut so arm sind. Das bezahlt, gibt man am Schweiß, mit dem Tränen, mit der Gesundheit von den Leuten handeln. Aber wird durch die Wirtschaft einen Abschwung kriegt? Nee. Die Wirtschaft ist zur Summe gebracht. E-Feirel, was präzedenzlos ist an all europäischem Land. Das nicht mehr zu vergleichen mit dem, was an den USA an den 30er Jahren geschieht ist, die große Depression. An den USA sind am Anfang auch Rezepte angewandt, die wie sie Lohai angewandt, die von dem Präsident Hoover. Es hat sich gewiesen, dass die Rezepte nicht konnten funktionieren. Bis dass der Präsident Roosevelt auf Investitionen und auf Sozialprogramme gesagt hat. Weil ich meine, das ist doch klar, es kann doch kein Land akzeptieren, wenn den Überschuss vom Budget, der Primärsold, integral soll an den Schuldendienst fließen, aber nicht der Investimente übrig bleibt. Und gleichzeitig sollen als Staatsbetriebe privatisiert gehen, ob ein Art weiß, die man keine Suen herabbringt, weil sie verscherbelt, die sind an der Kopfbahn von den Regierungen von Viertonen. Denn Herr Gramegna hat das an einer Sitzung von der Finanzkommission geschwert, dass es möglich ist, für ein Arrangement zu finden. Das war ihr geplatzt ist. Und er hat gesagt, es kann auch alles darauf scheitern, wenn es keine Zugeständnisse bei der Schuldenrestrukturierung gibt. Und ich meine, genau das geschieht. Es gibt keine Zugeständnisse bei der Schuldenrestrukturierung. Comme au contraire, es sind auch weiter Abschnitte proposiert, die bei den Renten, und es sind auch weiter TVA-Erhebungen proposiert, die Gift für die griechische Wirtschaft gewirkt werden. Dafür meine ich, ob allermanns mit den Heisoen, a Platz für eine einseitige Durchstellung, dass der Bruch von der Verhandlungen nicht einseitig kann, ob die griechische Seite zu schieben sind. Ich weiß auch geheim zum Beispiel, wer die Lützeburger Regierung da meint, wird mis geschehen für den anderen Euro-Länder aus, für die griechische Regierung zum Beispiel entgegenzukommen, nur dem eklatanten Referendum, den hier recht gehen wird an ihrer Verhandlungsposition. Ich will leider nicht hören, ich bin froh, wenn ich hören auch hei, nicht nur, wo die Grenzen sind von den anderen europäischen Ländern, aber was alles nicht möglich ist, also Schulden nicht möglich ist und so weiter. Mir ist froh, wenn ich auch feiern, wo Ouvertursmöglichkeiten sind. Weil sonst gibt es schon kein Akkord. Wir mengen dafür, dass die Diskussionen darum sollen nur gefangen gehen, wo es abgehalten haben. Gibt für ihn nur eine Bringschuld, wie immer gesagt geteilt. Die griechische Regierung sicher, mehr auch die Europäische Union hat die. Und ich meine, dass ich muss mit der Schulde froh aufhängen. Es braucht nicht d'accord zu sein mit allen Elementen von dem Audit, den das griechische Parlament machen gelassen wird, wo herausgekommen ist, dass die Dette illegal, illegitim und odiös wird. Übrigens hat doch griechisch ewig Gericht etwas Ähnliches gesagt bei der Rentenreform. Die hat gegen Menschenrechte verstoßen von der Regierung von Verdun. Auch das Europaparlament für einem Jahr einen kritischen Bericht herausgehen über die Rettungsprogramme. Mir egal, was den davon erhält, es bleibt der Konstant, und dazu und alle Ökonomisten, dass die griechische Schuld nicht zurückzubezahlen ist, und es bringt auch nichts für dauernd Altkredite durch Neukredite zu ersetzen.
Dafür muss es eine Restrukturierung von der Schulden kommen, Leihe Vierschläge dich. Zweitens, sind ich d'accord mit all denen, die hier suchen, dass Investitionsprogramme müssen an griechische Wirtschaft kommen. Wir werden nicht die Milliarden holen, der Platz Schulden zu bezahlen, 4 Programme zu finanzieren an der griechischen Wirtschaft. Es leidt wohl ein Programm dafür, den aber nicht umgesetzt wie bisher. An der Juncker will den einfach weiterfeiern. Et Leideprogramm für die nicht umgesetzt gehen, weil die Griechen selber kein Moyen hatten, für die Programme zu kofinanzieren. Also da wir auch nach Münzen zu machen. Ich weiß auch, wird als Regierung für Vorschläge hat, für positive Strukturreformen zu begleiten von der griechischen Regierung. Ich finde zum Beispiel hören, dass an der belgische Regierung hilft bei der Steuerflucht, für die zu verhindern, und noch Steuerkontrollen dahin schickt. Die Reformen, die müssen kommen, auch von griechischer Seite. Die sind ja schon lange von griechischer Seite proposiert. Ich meine so gut, dass die Regierung die einzig ist, weil sie nicht korrupt, also nicht verbunden ist mit den Schichten von vier tun, die einzig ist, diese überhaupt an der Lehrer durchzuführen. Dafür meine ich, sollen an die Richtung auch gehen, an ihnen dabei helfen. Und ihr müsst doch zur Konklusion kommen. Ich fand noch effektiv dramatisch, dass an dem Land Banken alle guten Zou sind. Für wer Zinsen zu, wer DZB nicht mit die nötigen Notkredite zur Verfügung stellt, und das auch als Druckmittel, an den Verhandlungen ausgenutzt wird. Dafür fand ich auch, dass DZB muss für eine Verantwortung gestalten, die von der Politik, dass er den Finanzement abhält. Voilà. Hier noch viel zu suchen. Nee, ich folge wie immer dem Herrn Präsident. Das ist ganz fein. Merci. Wir sind Ende von unserer Rednerliste. Dann den Staatsminister wird für die verschiedenen abgeworfenen Fragen und Suggestionen anzubauen. Merci.